Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des FC Bayern Taktikfuchs. Leute, 31. Bundesligaspieler zu Hause gegen 1. FSV Mainz 05. Meine Einschätzung zum Spiel und wie ich die Mannschaft aufstellen würde, schauen wir uns an. Bevor wir das tun, wie immer der Hinweis, wenn euch gefällt, was ihr seht, lasst gerne ein Abo da, damit unterstützt ihr einfach das, was ich hier so tue. Leute, vielen lieben Dank dafür. Ja, ich denke, Mainz spielt eine überragende Saison. Performt definitiv über, würde ich behaupten. Ansonsten denke ich sehr mannschaftlich und da sieht man mal, was geht, wenn man eine eingeschworene Truppe ist. Wir haben das Hinspiel verloren, deswegen gehe ich mit Companys Aussage auf der PK. Ich denke, wir sind ein bisschen extra motiviert. Ich denke, der Druck der Champions League ist weg. Das hat man schon gegen Heidenheim gesehen. Von daher gehe ich von einem 3-4-1 aus. Ja, ich erwarte schon, dass, wenn wir das auf den Platz kriegen, was wir können, plus dem Stadion, plus die Chance, Meister zu werden, wenn Leverkusen straucheln sollte, sollte man motiviert genug sein. Und wenn alle motiviert sind und die Frische und Fitness haben, ich meine, wir haben jetzt auch eine Woche Zeit gehabt, ja, keine englische Woche seit, weiß ich nicht, wie viele Wochen. Also von daher stehen alle Zeichen auf Go eigentlich. Von daher erwarte ich vollen Einsatz, ein gutes Spiel von unserer Mannschaft. Ja. Und wie gesagt, ich lege mich mal auf ein 3-1 fest und damit gehen wir mal rein in die Aufstellung. Bei mir würde natürlich ein Obi spielen, auch wenn Manuel Neuer fit werden sollte. Fit ist, keine Ahnung, weiß ich nicht, wie es aussieht. Bei mir wird ein Obi spielen und zwar bis zur neuen Saison. Und habe ich schon gesagt, in der neuen Saison würde ich auch klar trennen zwischen Pokalwettbewerbe und Bundesliga, so dass ein Obich auf jeden Fall seine Spiele kriegt. Ich sehe jetzt keinen Grund zu sagen, oh, ich muss jetzt unbedingt wieder, sollte Manuel Neuer gerade auslaufen können, Manuel Neuer aufstellen. Warum? Also es ist kein Grund da. Ne? Gut, wie immer, vorne Harry Kane stellt sich von alleine auf, weil es einfach keine andere Möglichkeit gibt. Rechte Seite gibt es auch keine andere Möglichkeit, außer Michael Olisse. Linke Seite ist die Seite, wo du ein bisschen was machen kannst. Ich sehe den Spieler des Monats März nicht auf dieser Seite. Ich würde da aktuell einen Serge Gnabry stellen. Der hat aktuell bei mir, was ich bisher so gesehen habe, performancemäßig die Nase vorne. Ansonsten hast du hier natürlich die anderen alten Bekannten. Mit dem Koman und mit dem Leroy Sané. Ja, man könnte auch überlegen, Serge als hängende Spitze hinter Harry Kane zu stellen. Die Frage ist, ob Thomas Müller spielen kann. Ich stelle Thomas Müller auf. Sollte Thomas Müller, weil er jetzt 3 Tage nicht mittrainiert hat. Sollte ein Thomas nicht spielen können, ja, würde ich auch einen Serge dahin stellen. Ja, und dann würde ich links einen Koman bringen anstatt einen Sané. Oder einfach mal einen Lennart Karl reinwerfen. No. Der anscheinend eine Maschine ist. Also warum nicht? Weil, laut Aussage von Max Eber, wir wollen natürlich jetzt auch zusehen, dass wir ein paar Jugendspieler mehr jetzt integriert kriegen, ne? Ich muss leicht schmunzeln, aber lassen wir uns mal überraschen. No. Gut. Warum Thomas Müller? Ja, Leute, Thomas Müller ist auf Abschiedstournee, er hat noch 3 Bundesligaspiele oder 4 Bundesligaspiele und das ist das vorletzte Heimspiel, also wenn man das Thomas Müller nicht zugesteht, dann weiß ich auch nicht und gegen Inter war es ja echt ordentlich, die Leistung, also spricht da aus meiner Sicht auch nichts dagegen. Ja. Gut, kommen wir zur Abwehrreihe. Bei mir, ich würde so rumstellen, Eric kann auch auf der Seite spielen. Eric Dyer natürlich. Ich würde einen Stanisic mit in die Innenverteidigung stellen, anstatt einen Min-Jae Kim. Den würde ich einfach mal eine Pause gönnen. Auf der rechten Seite, ja, ich werde nicht müde, das jetzt durchzuziehen, diese Saison. Ja. Wird bei mir ein Kimi spielen. Und linke Seite würde ich einen Guerrero bringen. Auch wenn er das bisher defensiv nicht so überragend gemacht hat. Er ist ein gelernter linker Verteidiger und let's go. In der Mitte, ja. Wir haben noch 3 Spiele. Ich denke,
Keine Ahnung, bisher hat man nicht die Eier gehabt, wenn man mal sehen möchte, ob das einen Mehrwert hätte oder nicht. Beim FC Bayern mit ein paar Linien, dann sollte man ihn dann, wenn, jetzt aufstellen. Ja, also ich weiß nicht, worauf man wartet, aber gut. Spieler davor, ja, Pavlo. Und zwar klar davor, nicht hier so halb daneben und sonst so eine Scheiße, wie es ist, wenn Kimmich da rumdümpelt. Nee, klar davor. Klarer Achter Pavlo, klarer Sechser Palhinha und feuerfrei. Ja, wir könnten über eine Dreierkette noch reden, aber damit würden wir die Mannschaft wahrscheinlich gerade maßlos überfordern. Von daher würde ich es mal so hinschieben. Könnten die Außenverteidiger natürlich auch einen Tacken nach vorne schieben, weil das sind eher offensivere. Ja, das wäre meine Aufstellung. Alternativen, klar, hier können wir einen Goretzka eintragen. Pavlovic können wir natürlich einen Conny Leimer eintragen, je nachdem, was gerade mehr gefragt ist. Ja, vielleicht könnte man auch mit einem Conny Leimer beginnen und einen Pavlo hinten dran lassen. Wenn ich die letzte Leistung sehe, würde ich das auch so tun. Habt ihr recht, wenn ihr das selber im Kopf hattet. Würde ich mit Conny Leimer anfangen und Alternative Pavlovic. Wobei ich mal ganz gerne das Duo schon sehen würde, Palhinha, Pavlovic. Ich denke, das könnte sehr, sehr gut funzen. Aber ich denke auch ein Duo Palhinha, Leimer, wenn Conny Leimer vorne die Pressingmaschine geben kann. Ja. Und wir haben auch gesehen, dass ein Conny Leimer durchaus ein Spieler ist, der die Zentrale auch die anderen Spieler einsetzen kann, der ein Spiel gestalten kann. Und was hat er schon in Leipzig gezeigt? Also jeder, der denkt, der kann das nicht, weiß ich auch nicht. Ja. Sehr wahrscheinlich werden wir diese Ausstellung nicht sehen. Ja. Ich bin gespannt, ob ein Kompanie irgendwas ändern wird. Ansonsten werden wir dieselbe Startaufstellung sehr wahrscheinlich sehen wie immer. Lassen wir uns überraschen. Das wäre auf jeden Fall mein Bums. Wie gesagt, den Karl kann man mit Sicherheit mal reinwerfen in so einem Spiel dann auch, je nachdem wie der Spielverlauf ist. Und ja, das wäre schön zu sehen, aber das wird natürlich nicht passieren. Wir werden Conny Leimer wieder als Rechtsverteidiger sehen, Kimmich wieder in der Mitte rumdümpeln. Mit ein bisschen Glück mit einem Pavlovic und nicht mit einem Goretzka. Palhinha wird ganz außen vor sein. Sehr wahrscheinlich wird ein Sané wieder anfangen auf der linken Seite. Oder ja, ich glaube schon, Sané wird anfangen. Ich denke Müller auf der 10, wenn er fit ist. Ansonsten wird ein Gnabry auf der 10 auflaufen. Irgendwie so wird es ja wahrscheinlich kommen. Ja. Oder ein Guerrero läuft auf der 10 auf, Sané als linker Verteidiger. I don't know, das wäre meine Aufstellung, Leute. Ich werde nicht müde, den Kimmich auf die Rechtsverteidigerposition zu schieben. Und das werde ich auch nicht kommende Saison nicht müde werden. Es sei denn, es wird nochmal so gut harmonieren, wie es am Anfang dieser Saison war mit dem Pavlovic zusammen. Da war es echt ordentlich von Josh. Ob er nochmal weiß ich nicht, wie man es nennen soll, ob er sich nochmal so einbremsen kann, dass er sich da zurücknimmt und dann wirklich eher so den Sechser-Part spielt, weiß ich nicht. Aber selbst diesen Part, er ist halt einfach kein Sechser. Wenn wir was von Thomas Tuchel mitnehmen können, dann, dass sich jemand dahingestellt hat und das mal ausgesprochen hat, was wir alle denken, ja. Kimmich ist halt einfach kein Sechser. Punkt. Ja, in der Bundesliga reicht das bei 80% der Spiele, da brauchen wir uns nichts vormachen. Aber auf höherem Level haben wir das wieder dieses Jahr auch gesehen. Reicht das halt nicht. Gut. Leute, rot-weiße Grüße gehen raus. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende, ein gutes Spiel, hoffentlich mit dem besseren Ergebnis für uns. Mich würde es freuen, sollten wir in diesem Spiel Deutscher Meister werden, einfach weil es ein Heimspiel ist. Ansonsten wird es sehr wahrscheinlich danach die Woche im Auswärtsspiel sein. Wer weiß das, vielleicht verlieren wir das auch. Aber selbst dann, Leverkusen muss auch erstmal gewinnen. Also warten wir mal ab. Ja, auf jeden Fall steht der Meisterschaft nichts mehr im Wege. Und jetzt ist es nur die Frage, wird es diese Woche, nächste Woche oder danach die Woche der Fall sein. Und in diesem Sinne, rot-weiße Grüße, haut rein. Vielen lieben Dank für euren Support hier auf dem Kanal. Und in diesem Sinne, gute Freunde kann niemand trennen.